Was verbindet Jugendhaus vom Ida-Hobby? Ja, Jugendhaus verbindet mit diesem Anfang wirklich die Solidarität, diese Wille weisen, mit Schiedvereinen, den Leute mussten, heute ist das noch immer wirklich im Jahr 2024, weil Leute nicht aus wie die Gesellschaft am Anfang wählt oder meint zu wollen. Und auch Toleranz. Also das ist das, was wir wirklich ganz groß schreiben für euch Jugendliche, dass wir tolerant sind und dass wir Schiedvereinen das auch mal auf den Weg gehen. Was steht in Ida-Hobby? Wie ich schon gesagt habe, also für mich ist den Ida-Hobby wirklich die Toleranz, dass ja ganz viele Phobien auf der Welt die gehen und heuer sind wirklich Hass. Akte gegen Sachen, wo ihn am Anfang nicht dafür kann, den so geboren und das will den nicht und du denkst, fand ich, dass so ein Tag wirklich ganz, ganz wichtig ist. Für was steht denn I für LGBTIQ+? Den I also für den Intersex, das ist am Anfang, kann oder wenn ich geboren wird mit zwei Geschlechter, kannst du sein, den direkt auch bei der Geburt kannst du nicht unbedingt. Und das Problem war eben, dass früher die Eltern zum Beispiel konnten direkt bei der Geburt entscheiden, was zum Beispiel was operiert wird. Und das hat aber oft auch zu viel Probleme geführt, auch beim Jugendlichen und der Pubertät, weil sie sich einfach nicht konnten identifizieren, für was die Eltern sich dann demals bei der Geburt entschieden. Das ist eben auch etwas, wo muss abgeklärt werden heute das. Wir sind heute zu Schöffling Ida Hobby Day an ich vertrete den UniLU Students Association, die lo Prisma hecht. Das ist von der Fahne könnt ihr uns noch auf Instagram folgen, lgbt.uni.lu. Ich hatte sehr froh für ich froh, was steht in Ida-Hobby? Das ist ein internationalen Tag von Biphobia, Queerphobia, Homophobia, Transphobia, die was alle aus der 17. Mai. Da wird es halt für ein Zeichen zu setzen, für das wir gegen Hass sind, gegen jegliche Part von unserer Kommunität. Ich habe das Lied für dich. Wofür dir nicht weltweit fest LGBT-Fußballer bestand? A. Köln, B. San Francisco, C. Amsterdam. San Francisco, mit die größte Pride, die jemals war, die gehört zu Rio de Janeiro. Oi, Mike, ich habe drei froh für dich. Ich bin wer wohl. Was steht für Ida-Hobby? Also, der Hobbit als International Day well against homophobia, biphobia, transphobia, intersex discrimination, die ganze Recht, also LGBTIQA+ discrimination. Jetzt wird froh, wer was bedeutet pansexuell. Wenn ich pansexuell ist, dann ist das Geschlecht egal von dem Mensch, den du gerne hast, wirst du Mensch gehen und nicht sein Geschlecht. Aber es ist noch ein Wort für Genderfluid. Genderqueer oder Genderfluid. Also wenn ich sich nicht engem oder dem anderen Gender zufügt. Für was findet denn Ida-Hobby all Jahr statt? In der Hobby find all Jos op der 17. Mai statt 1990 also fir gut 34 Joer desideiert gin ass dat Homosexualität eigentlich kein Krankheit ass. An junge Ei vum Jugendhaus hun op dem Dach dann immer los so en Dach eben fir Donner ze erinnern. Für was steht LGBTIQ+? Also das ist relativ kompliziert, aber ich meine, das steht für Lesben, für Gay, für Bisexuelle, für Transsexuelle oder Transgender-Leute und dann Intersexuelle Leute und Queer-Leute und Plus weiß ich nicht. Asexuell. Asexuell, okay, gut. Wen hat sich den Regenbogenflagge als Pride-Flagge, also als LGBTIQ+-Symbol etabliert? A. 1978, B. 1995, C. 2005. Ich kann mir vorstellen, dass es 1995 oder 1998 war, was du gesagt hast. Weil ich schon die Zeit zu Wien studiert und da waren schon immer so Aktionen für Leute, die an der Homosexualität waren, die lesbisch waren, dass die sich gut angesetzt haben. Aber es kann aber auch 2000, was hat er gesagt, 5? Das ist leider 1978. 1978 schon. Du gesagt, wie die Welt fein zu drehen. Für was steht der Ida Hobby? Den Ida Hobby, das ist Haut, der 17. Mai,
Das ist ein International Day against Homophobie, Biphobie und Transphobie. Ja, richtig. Was bedeutet pansexuell? Pansexuell heißt am Anfang, dass du den Mensch gern hast, egal wer Geschlecht du hast. Und was ist ein anderes Wort für genderqueer? Ich meine genderfluid, also non-binär, wenn ich nicht definiere das. Zwischen den Geschlecht. Ja, richtig. Was verbindet Jugendhaus mit Ida-Hobité? Am Ida-Hobit ma sech huet dat ganz für 3 Joer ugefangen. Wir sind noch bei Formation op der DLJ angelöte gin wurde den Dachgang als hummer den Dame kennengeleiert tun. Und du war an der Formation soll den ein kleine Übung mal wie dat Kinder der Jugendhaus abbringen. Und dann hat man die Idee ein Event auszumachen und die Kippe auch ziemlich sehr du da verstanden. Du hat Gemeng kontaktiert, ob sie dabei unterstützen und auch sie waren noch verstanden. Und so hast das entstanden. Der erste war die waren noch ein bisschen mehr klein. Und dann habt ihr den Moment war neben dem Infomaterial war Témoignagen von verschiedenen Leuten über hier Erfahrungen, entweder Coming-out-Erfahrungen oder hier Erfahrungen als Transpersonen. Der Türdrucken war drin gemacht, schon ein bisschen mehr groß, die haben angefangen, andere Assoziationen anzulöten, wie der Planning familial. Also aus der dritten Jahr und zwischendurch das noch ein bisschen mehr groß gehen, wie für Druscher war. Leider haben wir so ein bisschen mussten die Wetterkonditionen anpassen und dann noch ein Bandemann und ein Reduzierer dabei ist. Und für was wir das machen, wir das den internationalen Tag gegen Homophobie, Biphobie, Interphobie und Transphobie. Und als Jugendhaus ist es extrem wichtig zu sagen, wir sind ein Platz für Citoyen, ein Platz von Akzeptanz und Toleranz. Schifre soll sich wohlfühlen. Und dann auf den Tag, wir stehen so hinter dem Tag, weil es genau das auch ist, dass wir stehen. Und gerade am Jugendalter ist es nicht immer so einfach, dass sie auf der Sicht nur sich selber, oft weiß ich nicht, was drehen, ich soll drüber schwatzen. Und die Gefühle, die vielleicht schüttert mir den, ich entspreche nicht der Norm, ich fühle mich an, nicht mehr. Was soll ich drüber schwatzen? Haben nur gesagt, man mir gemacht, und das ist sie mir dumm. Wir wollen den Jungen wirklich speisen. Komm bei uns bist du akzeptiert, du bist nicht verurteilt. Und wenn du brauchst, lädt mir dich auch weiter und die richtigen Plätze. Und natürlich ist das einfach Aufklärungsarbeit. Es geht ja auch darum, die anderen Junker, die das gesehen haben, vielleicht ein Schlagbild davon haben, die vielleicht nicht verstehen oder nicht akzeptieren können, dass man sie einfach mal informieren, dass das kein Schwach ist. Weder Sexualität ist ein Schwach, noch Geschlechtsidentität ist ein Schwach. Sie sind sich nicht einfach, aber ich bin heute homosexuell, das möchte ich kennen. Das ist einfach ein Gefühl, bei denen ist es schön, mit dem wir in Museen gehen. Und dafür fanden wir das extrem wichtig. Und wir sind froh, dass wir die Unterstützung holen von verschiedenen Leuten, von verschiedenen Assoziationen, von allem von der Gemeinde, dass wir den darüber so können machen. Moin, ich hatte zwei kurze Fragen. Die erste Frage wäre, wo findet ihr die weltweit größte LGBTIQ+-Parade statt? A. Köln, B. San Francisco, C. Amsterdam. Ich meine, dass die B San Francisco. Das ist richtig. Und für dich und die Jury, wen hat sich den Regenbogenflagge als Pride-Flagge, also als LGBTIQ+-Symbol etabliert? A. 1978, B. 1995, C. 2005. Ich gebe so ein Auto 70. Ja, richtig, richtig. Was bedeutet pansexuell? Pansexuell. Ich meine, dass wenn eine Person nicht gerne wird, und die guckt nicht mehr auf ihren Charakter. Ja, richtig. Schöne gute Möglichkeit auf unserer dritten Edition vom Ida Hobbit. Ida Hobbit, den internationalen Tag gegen Homophobie, Biphobie, Inter- und Transphobie. Wir sind ganz froh, dass wir hier eine flotte Alternative haben. Geplant waren schon draußen. Mehr wie als Sexualität, wie als Geschlechteridentität, wir können uns nicht aussichern. Und dann machen wir das Beste draus. Und ich meine, das heute geht richtig flott. Ich stelle mich ein bisschen vor, was das Programm ist von heute, und was die verschiedenen Ateliers sind. Heute haben wir ein bisschen Workshoppen. Hier sind 2 Artisten, der Gilles, bei dem können so flottes Spraydosen malen als Souvenir. Das ist auch ein Upcycling-Workshop, weil wir stehen noch für Nachhaltigkeit. Das sind Idols, Graffiti-Spraydosen. Und wir haben Chiara, beim Chiara könnt ihr eigene Stickerin designen. Dann haben wir den Pole Dance, wo jeder sich kann ausprobieren, einfach mal, was das für Sport ist, und auch vielleicht mal das Bild, was den Hut vom Pole Dance mal ein bisschen losgehen und gucken, was das wirklich für Sport ist. Und sie machen halt auch 2 Auftritte. Und da draußen ist ein Informationsteil, da hängen ganz viele Informationen. Und wir haben auch so Assoziationen dabei, das ist einmal der Planning familial.
Du könnt da bei Sandra, bei Kim gehen, an die informieren euch über alles, also Sexualbildung, alles, die könnt ihr ganz viel vorstellen, die kriegt auch Sachen, sind doch so ein Flottrat, wie kann man da in etwas gewonnen. Und wir haben eine Students Association von der UNIALU, von der LGBTIQ+-Gruppe, die sind aber, sie nennen sich Prisma, und das ist ganz wichtig, sie sind nicht nur für die Studenten von der UNIALU, mit Jitwareka bei sie gehen. Und das ist wirklich die Hauptplatz, wo das zu dem Thema könnt ganz viel Info erfahren, zu den verschiedenen, was heißen die verschiedenen Handeln, was heißen die verschiedenen Thematiken, was das mit Pronouns, was geht das, wie sollen die benutzen. So. Und dann vom Jugendhaus geht es auch der Kleidertausch. Den einen oder andere kennt das schon. Es steht das geänderte Motto Clothes have no gender. Und du kannst nicht freelance gehen, sich etwas mitholen. Schön Handschuhe zum Beispiel. Und ihr könnt auch einfach Sachen aufgeben. Wir sehen das aber gar nicht streng, dass wir nicht, oder muss dafür so aufgeben, für aufs Mod zu holen. Das heißt, das ist ganz unkompliziert. Guckt euch die Sache wirklich an. Wir sind froh, wenn ihr Sachen mitholt. Und da habe ich auch einen ganz flotten Tipp gekriegt vom Centre Sigal. Die hatten das auch organisiert. Und du hast auch ganz viel Transpersonen gegangen, die dann vielleicht die Kleider, die sie für drin hatten, für ihre Transition, die dann nicht mehr passen, die ihnen körperlich nicht mehr passen oder die ihnen nicht mehr gefallen, und plötzlich alles waschen zu können, kann ich da doof gehen und kann ich noch so neue Kleider kriegen. Weil wenn ich den ganzen Garderobe muss neu machen, kann das ziemlich steil gehen. So, und dann zu dem, weil du heute noch alles aushaut. Als Präsidentin vom Jugendhaus Genesa möchte ich schon gleich eine Eröffnungsrede erzählen, die ein bisschen für was Jugendhaus steht, für was wir das heute machen. Und dann könnt die offizielle Eröffnung aus der vom Pol, von unserem Bürgermeister. Direkt an den Grund haben wir dann ein Témoignage von Mike. Der Mike, ich weiß nicht, wo du Hanne sitzt. Der Mike ist homosexuell, hier nach seinem Schöffling, und hier hat er erkannt, und hier will also ein bisschen über seine Geschichte erzählen, wie der das wir hier. So, dann gehen wir Schluss vor und die nächste, und hat fertig noch ein bisschen mehr erzählen. Merci Sarah. Herzlich willkommen auch von mir, Gita Rengem, den hat der Weg hierhin erfunden hat, auch bei diesem wieder. Dafür ganz große Merci. Wir stehen heute zusammen vereint an unserer Diversität für den internationalen Tag gegen Homo, Bi, Inter- und Transphobie zu feiern. Es ist ein Tag, den uns daran erinnert, dass alle Personen das Recht haben, respektiert und akzeptiert zu gehen. Unabhängig von seiner sexuellen Orientierung oder seiner Geschlechtsidentität. An einer Welt, die noch immer mit Vorurteilen und Diskrimination kämpft, ist es entscheidend, Solidarität zu weisen, und uns für die Rechte und die Würde von allen anzusetzen. Die Freiheit, authentisch zu sein, darf kein Privileg sein, man muss überall auch ein Grundrecht geben. Es ist aber leider noch immer für viele Betroffene kein einfacher Weg, den sie auch noch immer im Jahr 2024 gehen müssen, wo sie Diskrimination, Ausgrenzung und sogar Gewalt erleben müssen. Dafür stimmen wir heute für ein bisschen mehr Leid, Respekt und Gleichberechtigung zu verteilen. Ich als Mom will zum Beispiel auch nicht, dass meine Kinder und gar keine Kinder an einer Welt aufwachsen, an der ja nicht jeder frei ist, sei wir sie wirklich auch auszuleben, ohne Angst vor einer Auflehnung oder auch Angst vor einer Verurteilung. Und noch als Präsidentin vom Jugendhaus ist es uns vor allem wichtig, den Jugendlichen einen Platz zu geben, wo wirklich auch Toleranz ganz groß geschrieben wird. Dafür ist es doch heute schön zu sehen, dass wir uns heute versammelt haben, für eine Zukunft zu schaffen, die geprägt ist von Inklusion, Akzeptanz und Leid. Merci, dass ihr heute dabei seid, für wirklich auch das Signal heute zu setzen. Schon den Dalai Lama hat gesagt, dass er mit anderen Menschen zusammen mehr erreichen kann, wie allein. Heute sind wir dementsprechend auch nicht allein. Und deswegen ging ich auch als Präsidentin vom Schöfflinger Jugendhaus für allem heute Gelegenheit nutzen, für ein paar Mercien zu gehen, weil eben auch die Welt heute nicht allein gestemmt kann gehen. Anfangen will ich mit der Schöfflinger Gemeinde.
die Jugendhaus von Anfang an bei diesem Projekt wirklich unterstützt hat. Dafür ganz, ganz große Merci. Merci auch den Servicer von der Schöfflinger Gemeinde, die ganz spontan heute Morgen auch oder fertig tun, sich zu organisieren, dass wir heute können hier am Drischen stehen. Dafür ganz, ganz große Merci. Ich meine, du freust uns all darüber. Den Planning familial aber auch ein ganz große Merci, die schon für 2 Tage sind. Wo der Sarah hatte schon 4 gesagt, ihr könnt auch schießt Martine Schwarze von der Welt oder Info sammeln, Frohe stellen. Dafür als Gelegenheit hat du. Dann als Studenten, sie ganz viel, schon sie schon gesehen, du auch ganz große Merci auf Prisma von der Uni Allo, die auch einen Infostand dann auch das Jahr haben. Ein ganz, ganz große Merci geht aber für und allem den Témoignagen, die den Courage hat vom Tun erfahren, für hier Erlebnisse und Erfahrungen Heimat uns zu teilen. Ich meine, das ist bestimmt nicht einfach, aber ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ein weiterer Merci geht von meiner Seite aus aber auch ein Team vom Schöfflinger Jugendhaus. Ohne die Event auch nicht kennt, stattfinden. Du ganz große Merci. Hauptsächlich aber auch dem Sarah, was ab 3 Jahren die Idee hat, für genau diesen Tag dann heute auch auf Schöffling zu bringen und wirklich auch damit Solidarität und Toleranz zu weisen. Dafür ganz, ganz große Merci auch dir, Sarah. Und ich meine, wir werden all Jahres immer mehr groß heute die Event absetzen. Ich schließe dann noch mit einem Merci auf jeden, den heute hier ist. Toleranz an Offenheit mischt einen Unterschied. Und das ist ja auch mehr schön, die verschiedenen Facetten vom Leben zu sehen, weil wir immer nicht mehr schwarz-weiß denkt, wird nie ein Rebe können gesehen. Merci vielmals. Ja, merci de Meser für wir da. Die Mercien, die für die Gemenge ausgesprochen sind, die holen wir gerne. Dann werden sie auf die Plätze weiterreichen, wo sie notwendig sind. Und ich bin auch ganz froh, dass ich mal eine ganze Reihe aus dem Chef der Gemengerat, Kollegen, heiße für eben diesem Akt und dieser Initiative können beizuwohnen. Schon die Morgen mein kleiner abgemäht und das war wirklich stimmt drauf, Equality is a human right. Ich meine, das ist auch ein Kehrausruf von dem, was ich an meiner Intervention will sagen. Merci auch ihr alle besonders für Ihre Präsenz. Und das dann effektiv ein weiterer Kehr, die dritten Kehr, wo wir auf Initiative von unserem Dach dynamischen Jugendhaus sitzen und zusammen ein Zeichen, das schon ein paar Mal gesagt, Gesetze gegen die Diskriminierung von queeren Menschen. Ja, heute ist der 17. Mai. Und das ist den internationalen Tag gegen eben Homophobie, Inter- und Transfeindlichkeit und Transphobie. Du setzt dich auf viele Plätze Leute heute zusammen mit Aktionen, mit Symbolen, mit Kampagnen für ein Zeichen setzen gegen Ausgrenzung, gegen Diskriminierung von Lesben, von Schwulen, von Bisexuellen, von trans- oder intergeschlechtlichen Personen. Und der 17. Mai als den Tag, das muss ich sich vorstellen, wo 1990, als eigentlich noch gar nicht so lange hier, von der WHO, von der Weltgesundheitsorganisation, dezidiert ging, als dass Homosexualität eigentlich keine psychische Krankheit ist. Das war also bis nach 40 Jahren ein bisschen eine andere Ausstellung auch von der Gesellschaft. Das war ein langer Weg von 1990 bis heute. Und heute sind wir 2024 und die NESA hat schon gesagt, immer noch oder immer näherem müssen sich Menschen gegen Präjugien, gegen Hass, Violence oder Insulte, Beleidigungen wehren, und das wegen ihrer sexueller Orientierung. Heute ist der Fall durch Presse gegangen, heute in Lützeburg, so ein ganz schlimm, mir aber schlimm genug, weil es um die Dignität von einem Mensch geht, die sogenannten Künstler, und hat Tom den an der Ackerbauschule mit jungen Studenten soll die wird wieder für Respekt und Toleranz eben am Geiste von queere Leute soll diskutieren, den aus Facebook von einem Politiker aus einer Partei, die auch an der Chambre vertreten aus den ADR, ein bisschen verunglimpft ging an dem Sinn, dass gesagt ging, dass die nicht überhaupt gerecht für du an die Schulen zu gehen. Ich denke, es ging auf dieser Welt ganz viel Probleme nach mit richtigen harten Aggressionen gegen die Leute, mir auch eine moralisch, auch eine geschwerte Aggression als eine Aggression gegen die Menschen, das soll es nicht sein.
Aber weil das so ist, wie es eben ist, weil es noch immer keine total Selbstverständlichkeit ist, dass Leute mit Face getrippelt gehen an ihre Identität, dafür ist diesen Aktionstag von Haut nach wie vor wichtig. Auch wenn die Aktion an einem kleinen Kreis stattfindet, es geht um den symbolischen Moment, es geht um den symbolischen Akt, es geht um ein Zeichen von Solidarität und es geht um Dignität von allen Menschen, wie man sehen, egal wie man ausgesehen, egal was für eine sexuelle Orientierung das man hat, und es geht um Zusammenleben. Und dafür will ich die Merci, den Jugendhaus und viele Leute an der Person von Minese ausgeschwert hat, eine große Merci aussprechen und noch mit Respekt und Anerkennung so, und das ganz flott, dass darauf hat, dass ein Zeichen immer im nächsten gesagt wird, dass sie noch vorher bekennt, weil das nicht so selbstverständlich, dass sie vorher bekennt, dass sie am Sinn von der Toleranz, am Sinn vom gegenseitigen Respekt, aber nur darauf sieht, so, ja, Gleichheit, das ist wichtig, Menschen die Rechte zu verteidigen. Und das allerdings leider auch ein Tatsache, dass immer noch Leute, wegen ihrer sexuellen Orientierung, aber 70 Länder auf der Welt sind da wahrscheinlich sogar mehr, immer noch sogar verfolgt gehen, strafrechtlich verfolgt gehen. Und an einer guten Dose von Ländern kann ich nur lesen, also eine Todesstrafe für die Leute viel gesehen, die einer sexuellen Orientierung geben, preisgeben. Also eng Menace par la Peine, das nicht etwas ganz Flottes. Bon. Die sieht oft sind dann noch nach die staatlichen Institutionen an den Länder, die aktiv bei der Unterdrückung, wie das immer bei terroristischen Aktivitäten ist, die dann die Repression gegen die Leute fangen immer am Spiel hun an sich absolut verwirren, für die Leute eine Protektion gegen Gewalt und Aufwendungen eben zukommen zu lassen. Es geht heute um Tag vom jeder Hobby. Ich will mich nicht wiederholen, aber doch um Dignität, es geht um Menschenrechte, es geht um Gleichberechtigung, es geht um Inklusion, es geht um eine soziale Affiliation für die Leute, es geht um Zugehörigkeit. Dafür fand ich den Tag von Haut wunderbar, fand ich die Initiative von unserem Jugendhaus wunderbar, weil sie sich mit der zentralen Frage von Martinen, vom Zusammenleben auseinandersetzt und der Fanger oder der Punkt, ob den Einsatz und der Fanger auf ein Wund lädt, die eigentlich immer noch du hast. Mit Eisen, mit ihrem Engagement von Haut, so mir am kleinen Kreis, auch die Kleindrüpsen machen heinz do große Strom aus. So mir nehmen zu den Asylten, zu den Beleidigungen und zum Hass. So mir nehmen gegen alle Formen von Stigmatisierung und Marginalisierung. So man nehmen gegen alle Formen von Unterdrückung. So man nehmen gegen Diskriminierung. So man nehmen gegen Gewalt vis-à-vis von Leuten, die einer sexuelle Orientierung haben. Und wir wollen gerne Klima von der Gesellschaft. Und dafür finden sich die Sache ja ganz appropriiert. Wir wollen ein Klima von Modernen, wir wollen ein Klima von der Toleranz, wir wollen eine Sensibilisierung und eine Motivation aller Leute mit auf den Weg holen. Und wir wollen uns dafür einsetzen, dass der Schutz von allen Leuten garantiert ist. Together always united in diversity, nobody should be discriminated against for who they are or for whom they love. In dem Sinn, so eine Schmerz für den Nullhersteller. Vielmals merci, Herr Bürgermeister, merci Inesa. Und dann kommen wir zu einem von den wichtigsten Teilen von diesem Event, Témoignage von Leuten, die betroffen sind, Leute aus der Community. Einen großen Applaus für den Mike, wenn er schläft. Ja, wie ich gefragt bin, ein Témoignage zu haben, ich gedacht, irgendwie habe ich nie in meinem Leben Homophobie erlebt. Dann Homophobie ist auch doch gar nicht so dat wichtig, weil es so viele andere Gruppen gibt. Und die habe ich dann angefangen zu verlieren. Und die sind mir aber ein paar Sachen angefallen, die ich dann will mit dir stehlen. Und ich meine, dass es in meinem Fall vielleicht nicht so schlimm ist wie an anderen Fällen, aber dass vielleicht das, was nicht so krass rüberkommt, was innerschwellig aber vielleicht einen großen Einfluss auf Leute hat. Also ich habe mich nie in meinem Leben durch meine sexuelle Orientierung definiert, weil ich mal nicht rausgesehen. Ich bin nicht stolz drauf, aber ich war einfach immer da, das ist ein Teil von mir, genauso wie meine Nationalität oder mein Körper, meine Stärken und meine Schwächen. Eine Sache, die mir oft mengen, dass man es raussieht und das beholen. Aber das ist auch nicht wirklich wahr,
weil wir können das Behol noch zu einem gewissen Deal just beeinflussen, weil eine Hellstimme, eine Deisterstimme, ja, da kriegst du gesagt, du kannst einfach die Stimme trainieren, dass du mit Deister geht. Du kannst auch probieren, die Hände so viel zu bewegen. Ja, aber da geht die Authentizität, die schon genannt wird, verloren. Und das wollte ich nie. Wenn ich jetzt denken, dann direkt so, nee, hier gibt es keine Homophobie. Ich habe noch in anderen Ländern gelebt, in Großbritannien, in Schweden, in Deutschland. Du gibt das Haut ja nicht mehr. Ganz ehrlich gesagt, ich gehe vielleicht 4 Mal in meinem Leben als Schwuchtel betitelt oder insultiert. Aber meistens sind es so Kleinigkeiten, die an diesem Spruchgebrauch dran sind. Für allem Leute so, ja, die Längsten oder, ich kann das Tata. Schwuchtel, ich kann mich schon erinnern, schon an der Primärschule heute Schöpfling, waren verschiedene Leute, die dann mal gesagt haben, als Prinzessin oder Minimaus. Also ich habe mich nie als Minimaus und nie als Prinzessin gesehen, obwohl ich vielleicht gerne so gespielt habe. Wir waren aber so genannt für eine ganze Klassenstadt immens penibel fand. Und da könnt natürlich immer als Erklärung, das war just der Witz, wir mengen das Unit Base. Aber das nicht das Base mengen, der könnte ja gut mengen, mit kann auch einen Weh tun. Und das wäre etwas, wo man als alle gut, und ich zähle mich da selber mal dran, weil Hans, wir überleben einfach nicht, was man so, und wir mengen, das ist aber live gemengt. Können aber vielleicht einfach nicht so also ein bisschen überlegen, ihr habt mehr alle gut als den Mund abdienen. Weil die auch so einfach können verletzen. Oder, es wäre doch ganz oft, ich habe mich ja nicht an Gesicht gesagt. Ja, ja, so können wir Gruppen bewegen, dass sie handeln und nach der Gegenperson gehen. Eine andere Sache, die ich unbedingt wollte so Sachen unholen, nicht mehr, weil sich auf eine gewisse Art und Weise behält, heißt nicht direkt, dass sie zu irgendeiner Gruppe gehört. Wir machen das ganz gerne und wir merken noch, dass das nicht schlimm ist. Du gingst just gerne zu so, dass wir alle gute Menschen sind und wir jugieren alle gut direkt, wenn wir ihn sehen und wir denken, aber wir können uns nicht helfen, das ist einfach so. Was wir aber können machen, wo wir Kontrolle darüber haben, ist vielleicht die Jugement zu evaluieren und da vielleicht zu sagen, okay, ich habe so gedacht, wir kommen schnell in dem kennen und da schwätzen nicht vielleicht einfach oder aber du musst ja, eben respektvoll mit dem anderen umgehen und dann ja, weiterführen. Mein Coming Out ist dafür ziemlich spät kommen, durch die dort Sachen, die ich gerade genannt habe, also ziemlich spät, mit 19, obwohl ich das schon lange viel drüber weiß, mich immer gedacht, irgendwann findest du einen Mensch, der weiblich ist, also die kannst du gerne holen, und da kriegst du die Familie, den kann er. Sex ist dann eben vielleicht nicht so super, aber das ist vielleicht nicht das Wichtigste. Und irgendwann, mit 19, denkst du dann, okay, vielleicht aber, okay, und dann müsste der Coming Out gemacht. Ich denke, dass ich schon ganz früh am Nisse hat können mehr glücklich sein, mehr opelieren, wann die innerschwellige Remarke vielleicht nicht du gewirrscht wären, aber mich mehr hat können zu mir selber bekennen. Ich gehe jetzt ein bisschen auf. Ich sind oder schaffen als Enseignant in einem Lycée, und auch du denkst, okay, das soll einfach gut sein, alle gut einfach Frau als jung Leute, dann geht es so gut mit dem anderen eins. Wenn ich aber ein bisschen obersetzung sein, ja, kriege ich ganz viel Geschichte mit, und das ist einfach nicht wahr. Es sind immer noch Jugendliche, die du hier rausgehalten gehen, weil sie dich outen, als wert auch immer. Ja, weil sie einfach so, wen sie sind, und das sind Eltern, das akzeptieren wir nicht, und sie gehen vier und vier gesagt, das ist eine Realität. Und das ist so ein krasses Beispiel, mit noch all die anderen Beispiele, wo Jugendliche an die Schule kommen und leiden, just weil sie sind, wen sie sind, und nicht von ihren Eltern oder ihrem Umfeld akzeptiert gehen, und dafür an der Schule probiert ihnen dann einen Safe Space zu kreieren. So, Loken, da war für mich das Allerwichtigste, nämlich schön über Homophobie noch gedacht, das ist bestimmt über Zeit, mich so ich schon eigentlich gedacht, ich habe im Leben noch nie diskriminiert gehen. Also ich habe immer gemeint, mir ist noch nie recht geholt gehen, für irgendetwas zu machen, zu sehen oder zu hören, nicht mehr, weil ich schwul bin. Das ist aber gar nicht so, was mir dann aufgefallen, weil Sarah hat gesagt, also wir haben einen kleinen Babybuff, den kleinen Tate, den hat gleich 14 Monate. Und wir haben den auf die Welt setzen gelost von einer anderen Frau.
Das nennt sich dann auf Deutsch Leihmutterschaft, Mère porteuse oder Surrogate am Englischen. Du findest Surrogate auch am liebsten, weil du hast Mother nicht dran. Und als Anna, was Candace gedrungen hat, was ein Tate ausgedrungen hat, das wirklich nicht dem Tate seine Mom und hat doch nicht kein Mama-Gefühl auf 4 als ein Tate. Aber das ist eine Frau, die bezahlt gouf an einen altruistischen Akt gemacht hat. Die hat gut zu dafür effektiv. Mit hat sein Körper nicht mehr zur Verfügung gestellt, also seine Frau hat bezahlt zu haben. Und das ist alles ganz flott gegangen. Amerika, wo es geschieht ist, hat ganz konkret Gesetze zu allem, wo Surrogate geschützt wird, wo aber auch die Intended Parents, also mehr, geschützt gehen. Und ja, das ist ein Teil und Welcome, und dann ist ein Akt de Naissance. In Amerika hat die nicht Mother or Father da aber da steht Parent 1 oder Parent 2. Und en plus gibt nach sicherheitshalber ein Gerichtsurteil geschrieben, also gefällt geschrieben, wo dann dran steht, dass die Älteren mein Mann nicht sind. Auch von der E-Spenderin, auch von der Surrogate steht nichts dran. Die gehören nicht an als Familie, außer wir wollen das natürlich, aber du kannst kein Recht über das kannst du bestimmen. Also sind wir ganz froh, dass wir plötzlich kommen, und wir hatten uns ja im Vorfeld schon informiert, dann auf der Code und so weiter, muss hier irgendwo sein. Und du gehst mir schon gewarnt, dass Komplikationen könnten vorkommen, weil eine Leihmutterschaft zu Lützeburg als Zuerst bestimmt erlaubt zu machen, das ist klar, aber wenn ihr aus dem Ausland könnt, geht es so weit juridisch. Also kein Mensch weiß, was sollte man aufhängen. Und du hast mal gesagt, vom Parquet, dass mein Mann, aus dem Grund, dass er nicht biologisch mit involviert wäre, nicht dem Tate sein Pap wäre. Und so haben wir einen Akt de Naissance, einen offiziellen Akt aus einem Land, den Menschenrechte nicht verletzt. Und der Parquet sagt, wir können das aber nicht akzeptieren. Okay, wenn das so ist, dann ist das so, da muss den Robby, mein Mann, einfach den Tate adoptieren, das ist kein Problem. Das ist kein Problem, dass ich immer noch Verkauf muss bezahlen, wenn wir schon viel so ausgehen. Aber dann habe ich evaluiert, was wäre, wenn wir ein heterosexueller Koppel wären, an der Leute gehen nicht, die heterosexuell sind, kein Kanner können oder wollen ausdrücken, und dafür an der Ausland können das machen. Wenn die zurückkommen wären mit einem Akt aus einem Land, ich wiederhole nicht, was nicht Menschenrechte verletzt, da wäre das akzeptiert gehen. Ohne eine Diskussion. Weil die muss schließlich keinen DNA-Test weisen, für zu sagen, dass sie biologisch mit dem Kind verbunden sind. Und das war dann ein bisschen mein Punkt, für zu sagen, ja, ich bin auch diskriminiert, an Diskrimination als schwule Mensch. Geschieht noch immer. Das ist eine Realität. Und das ist mein letztes Wort. Dafür sind die Ideen wichtig. Pride hätte ich nie gern. Ich würde vielleicht auch so proud sein, aber doch für einfach Visibilität zu schaffen und zu sagen, es geht da, wir sind da, wir sind nicht super besser, aber wir sind gut, genauso wie all die anderen. Wann es gesehen da ist, erstens, und zweitens akzeptieren da ist. Das war es. Ich muss merci mal für den Geschichte, ich muss merci, dass das mal da jetzt gedealt wird. Ich hoffe, dass die wieder, dass das, was du jetzt erzählt hast, halt bei verschiedenen Leuten an der Kap wirklich schafft. Und wenn ihr sowieso selber schon akzeptant war und das alles toleriert wird, dann doch mal raus und Welt wird. Aber wenn es irgendwo irgendetwas gesagt ist, das schwarz, weil der Mund auf und hilft den Leuten so etwas. Nach ein Jahr kurz. Wir holen nach ein Témoignage. Denn Charlie ist ein Transmann, für den noch halb ein Schöpfling schafft.
Und ich werde jetzt nur ein bisschen erzählen, wie sei weh, sind Transition weh. Das aber auf Englisch. Ich hoffe, für die, die kein Englisch verstehen werden, ich probiere da nur eine kurze Summenfassung zu machen, was mir erzählt wird. Ja, dafür. So, Charlie, it's your turn. Thank you for coming. Thank you for making a speech, for sharing your experience. Hi, I'm going to speak English, so I hope that everything is fine. If someone like don't understand, I think Sarah can like translate some questions or anything for me. Then let's start from the beginning. I am Charlie. I am 37 years old, and I started my transition 2 years ago, so I'm quite new to everything. But in 1.5 years, let's say that I am in a transition, already passed for a lot of things. I just did my five surgery, don't know if I say it right, in 1.5 years. I had to do 3 times my mastectomy, my chest, because I did here and it wasn't like well done. I had to go again to redo, it wasn't well done. I had to now to go like to Düsseldorf, to a specialized clinic to have it done. So like it's a lot happening in just a short amount of time. What is a little bit complicated here in Luxembourg that I feel that we have a lot of support technically, but at the same time, no. It's really difficult to find doctors, to find people who can help you with information. And that's where like Sigal and all the groups of people, the trans groups, the LGBTQ plus groups enters in the scene, because normally you get information from other people, not so much from the doctors that technically they are there to help you. So my experience here is being quite nice and at the same time quite complicated. When I say nice, I think it's because like I am an easy person. So even with this amount of surgery that I had to do, I'm still like quite optimist of everything. But at the same time, I see how a lot of my friends, my colleagues, especially like trans people, they are passing like for problems and obstacles to achieve what they need as a trans person. And this is not even saying about like non-binary person that normally no one like have special information about it, or how to how you say it, how to directly like to talk to someone that is non-binary. So I think that mostly is what I could say for now. If someone has any questions, maybe I can directly my speech more to this, or about like being a trans person, about surgeries, about medicines, about how to do it, or if someone has any like idea of maybe I am a trans person, maybe I am a non-binary person, and they don't know exactly what should be. Because for me and for a lot of other people, we discovered this older in our lives. Like I started with 35. Other people started with 50, 60 or something else. So I think like for the youth, it's really nice to have like a lot of people like examples that they can especially like come and talk, you know, because you don't need to have everything figured out exactly now. It can go with time, and it don't mean that you have to define yourself exactly now. You can always change with time. You can always think that maybe now I am a non-binary person, that was my case in the beginning, and then you see like, okay, it's not enough, I need more. I think that this is still not where I should be. So it's okay like to evolve with time, especially like I say for the youth. And that's it, I think. If no one has questions, no, I don't know exactly what to say anymore. But I'm going to be open if anyone wants to talk to me. I think I'm a quite talkative person. So anyone that needs, and I live here in Chiflange, I work here in Chiflange, so I'm quite approachable person if in the future anyone wants to have like any help. And that's it. Yay, thank Ich werde probieren, da kurz passend zu übersetzen. Und Charlie hat erzählt, nur recht für 2 Jahre wurden wir da angefangen.
von anderthalb Jahren hat er an anderthalb Jahren 5 Operationen gemacht für seine Transition, was nicht immer einfach war. Pro Operation mussten 3 Mal machen. Und da wurde von geschwärzt, dass er nicht oft recht später rausfindet, seine Geschlechteridentität, dass den oft unsicher ist, weil den du fehlt. Wie den Charlie hier war am Anfang non-binär, und bei mir gewählt, das geht man nicht durch, ich will mehr, ich brauche etwas mehr. Und das ist oft, dass ich nicht immer genau weiß, wo ich soll hingehen, und da dem halt zu Lützeburg gute Support tut und Hilfe hat, wie ich nicht wirklich von denen das anfängt, das Gefühl zu, dass ich schon das sagen, dass ich nicht weiß genau, wo ich soll hingehen. Du wird noch proposiert, wenn ihr stehen eine Frage zu ihr stehen von diesen Themen, kann ich das ganz gerne fragen, kann das machen. Ich schwätze ganz gerne, in dieser Woche halt von Schöffling, ich hoffe, da lebt halt zu Schöffling. THW will, kann ich ganz gerne kontaktieren. Das wäre ganz relaxed, ganz unkompliziert. Da muss ich keinen Gedanken machen, trau dich ruhig. En general, ich meine, ihr könnt auch bei Jugendhaus kommen, ihr könnt überall hinkommen, wenn der Gefühl hat, ihr wollt mit einem drüber schwätzen, auch wenn ihr noch gar nicht sicher wisst, aber in Richtung das soll gehen, schwarz drüber. Ich meine, das ist das Wichtigste.